Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zu Hause. Bruder, fragt nicht, warum ich live bin. Oh Gott, Digga. Ich habe keine Ahnung, Bro. Ich habe einfach nichts zu tun. Bruder, ich habe gerade 10 bis 11 Stunden Autofahrt hinter mir. Und jetzt bin ich hier. Was geht ab? Wir sind heute von Villach bis nach Luxemburg gefahren. Und die anderen sind immer noch unterwegs. Also, ich glaube, Hui müsste mittlerweile auch zu Hause sein. Ich glaube, die einzigen, die jetzt noch unterwegs sind Heiko und Luca. Ja. Wie geht's Heiko? Ja, ihm geht's okay, aber der ist halt krank, Digga. Der ist halt knock. Komplett knock, Digga. Aber Felix, nee, Luca. Ja, auf jeden Fall, ja, Ösi-Tour gecancelt, weil Heiko krank geworden ist. Kannst du nichts machen, Digga. Wir haben heute früh überlegt, okay, wir machen was. Gehen ich und Hui alleine. Keine Ahnung. Wir haben überlegt, aber im Endeffekt haben wir einfach, es wäre zu stressig gewesen, hätten wir jetzt auf einmal noch weitergemacht und bla bla bla. Ein bisschen schade auch, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre Coxig morgen da gewesen. Das fällt jetzt auch weg. Ja, danke, dass jetzt trotzdem noch da ist. Keine Ahnung. Wer ist Auto gefahren? Ich, Luca und bisschen Heiko. Also ich bin heute wahrscheinlich roh gefahren. Ja, 5, glaube ich. Ich bin 5 gefahren, Luca ist 2 gefahren und Heiko, glaube ich, so. Ja, ich glaube Luca 3, Heiko 2, irgendwie sowas. Ne, Cox hat den Flug gecancelt. Ja, hast du gefragt oder was? Oder hast du das irgendwo gesagt? Nee, also. Ja. Bro, ich schwöre, die Ösi-Tour hat einen Fluch, Digga. Die hat einen verfickten Fluch. Bruder, erste Ösi-Tour war ich krank, zweite ist Heiko krank. Und ich sag euch, wir werden noch mal eine dritte machen, Digga. Wir werden noch mal eine dritte machen. Vielleicht kombinieren wir das noch mit Kroatien oder so. Aber ich will noch mal nach Digga, heute und morgen wären die geilsten Tage gewesen. Und die fallen jetzt einfach weg. Aber ich hab richtig Bock auf Graz und auf Wien. Da muss ich auf jeden Fall noch hingehen. Dann wird Hui krank. Ja! Hab mich so gefreut, dass du nach Wien kommst. Bruder, ich mich auch. Jeder von uns. Aber Heiko ist auch gestanden und hat das Gefühl, ich hab ein Bild von Heiko. Warte. Warte. So sah Heiko heute aus. Die Autofahrt war aber tough, muss ich sagen. Also mir geht's Loki auch scheiße. Aber mein Gefühl sagt mir, ich schaff das. Jo, klippt das schon morgen. Aber mein Gefühl sagt mir, ich tank das weg. Ich habe mir extra auch Apotheke so Verstärker, Immunsystemverstärker gekauft, Bruder. Ich habe alles vergessen im Auto. Aber das kann ich nehmen, Digga. Hab extra gekauft, Bruder. Liegt jetzt im Auto, geil. Und während der Fahrt haben wir auch die ganzen Süßigkeiten aufgesplittet. Boah, da gibt's Aufnahmen von, aber ich kann euch die, glaube ich, nicht zeigen. Warte. Das sind sehr viele Aufnahmen, die ich euch nicht zeigen kann. Ich kann mich nur die Audio zeigen. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hab 6 Rittersport Limited Level. Ich. Weil ich will euch das so gerne zeigen, aber wenn ich das mache, bin ich gecancelt. Aber wir haben. Ja, geil, scheiß drauf. Du checkst nicht, wie ready ich war für Street Snipe in Wien. Ey, Bruder, es tut mir leid. Wird Minecraft Server planmäßig ongehen? Ja, 19. Minecraft SMP. Aber, Leute, ich bin, rare shit, ich weiß, Sonntag bis Donnerstag Urlaub. Weg. Keine Streams, nix. Sonntag, Dubai, hey. Ich geh nicht nach Dubai. Lass dich nicht mit Drogen erwischen. Mach ich nicht. Schön das Scoreboard erobern. Ich werde auch nicht nach Beastland gehen. Sonntag ist Craft-Detect-Tag. Der Craft-Detect-Tag kann meine fetten Eier lecken, Digga. Wie verschlingst du deine Mikrodos? Bruder, ich habe so viel zu verschlingen. Ihr checkt nicht. Ich habe 3-mal Knoppersreihe. Ich habe 6 Ritter-Sporttafeln. Ich habe 5 Weihnachtsmänner Schoko. Ich habe 3 M&M's Packungen. Ich habe Pickup sehr viel. 4 Packungen, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall ordentlich gelootet, Digga. Ich habe richtig gelootet. Wollte ich alle noch so gerne sehen? Ey, ich sag aber ehrlich, Jungs, wir hätten euch heute und morgen komplett verarscht, Digga. Junge, Villach waren viel zu viele Zuschauer. Innsbruck viel zu viele Zuschauer. Okay, Innsbruck war ein bisschen unlucky. Wir hätten nicht noch einen Tag so getankt. Wir hätten euch gesagt, wir gehen da und da hin und wir wären nach Graz gegangen. Wir hätten euch einfach verarscht. Mach mal Deutschland Weihnachtsmarkt-Tour, Bruder. Wenn ich noch in einen Weihnachtsmarkt reingehe, dann springe ich, Digga. Ich kann nicht mehr, Bro. Wenn ich Weihnachtsmarkt gehe, dann alleine privat. Aber nicht beim Stream. Bro, ich kann nicht mehr, Digga. Stockholm war ich im Weihnachtsmarkt. Helsinki war ich Weihnachtsmarkt. Köln war ich Weihnachtsmarkt. In Österreich, in Bregenz war ich Weihnachtsmarkt. In Villach war ich Weihnachtsmarkt. Digga, das alles innerhalb von 2 Wochen oder so. Bruder, fick mich doch. Nächster Weihnachtsmarkt gehe ich privat, Digga. Mann, Civilization kommt noch. Bro, wird das mittlerweile geklärt? Was, Digga? Oh doch, mein Süßer. Dann wären es wohl wieder die Körperflüssigkeiten. Hä?
Bruder, wurde das mittlerweile geklärt? Tu doch nicht so. Was denn? Soll ich meine Wichse trinken oder was? Ja? Ja, aber dann werde ich, glaube ich, nicht hydrate. Ich trinke kurz aus dem Wasserhahn. Nein, den Urin wie immer. Zeig doch mal deine Flasche unterm Tisch. Hier ist so Klopapier. Wie gesagt, ich trink nur meine Wichse, Bro. Wie jetzt? WTF. Oder er schreibt WTF. Er sagt mir, ich soll meine Pisse trinken. Ist Wichse trinken gesund? Also, in Maßen genossen ist Whisky trinken für die meisten Erwachsenen. Nein. Wichse. Nicht Urin. Masturbationssperma. Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Also, das Trinken von Sperma ist jetzt nicht gerade etwas, was man gesundheitlich empfehlen würde. Es ist in der Regel nicht gefährlich, aber es hat halt auch keinen besonderen gesundheitlichen Nutzen. Also, aus einer ernährungsphysiologischen Perspektive eher so, kann man lassen. Wenn ich Ananassaft trinke, ist das dann lecker? Also ja, das ist tatsächlich so ein alter Mythos, dass Ananassaft angeblich den Geschmack ein bisschen süßer machen soll. Ob das jetzt wirklich super merkbar ist, ist fraglich. Aber schaden tut Ananassaft nicht und... Ja, nochmal ein bisschen. Hallo Feli! Was hat Feli reingeschrieben? Fitner, Kraft, geil, warum machst du nie mit? Ja, ihr habt mich alle nicht reingevotet. Ihr habt ja alle bei mir Nein gedrückt. Ich hab gerade Stream aufgemacht, sorry Feli. Tut mir leid, Bruder, wie viele Fenster soll ich noch aufmachen? Wer kommt alles auf der SMP? Ja, Bruder, ist ein Public Server. Jeder von euch. Bro, was denkt ihr, wie viele Leute sind auf einem SMP drauf? An Release. Digga, bei Heiko meinte 800 bis 600. Ich sag über 1000. Vielleicht sogar 2. Bro, wir sind auf dem Discord. Wir sind auf dem Discord allein schon 8000. Wir sind auf Discord 8200. Und an dem Tag habt ihr alle frei. Außer die arbeiten. Nur Java oder ja, stimmt, das Auto kommt auch noch dazu. Es ist nicht nur Java, sondern auch Bedrock. Oder ich hab Ösitor-Paranoia, Digga. Ich hab grad 07 gesagt, ich weiß. Bruder, ihr schreibt alle 07 rein, ich dachte, das Stream crasht. Ich bin nicht in dem IL-Stream gerade. Die Tür ging auf. Ja, ist meine Freundin. Willst du mal kurz reinkommen? Das ist schüchtern, Leute. Will nicht. Im Villach KFC war wegen euch mehr los als bei der Eröffnung. Bruder, ey, wie war das wirklich, dieses KFC-Ding jetzt für euch? Butter bei die Fische, Digga. War das sehr Arsch? Tot, Kacke. Ich muss mir jetzt mal kurz anschauen. Das noch gar nicht gesehen, Digga. Bruder, das muss so tot gewesen sein. Ist die kaputt? Also irgendwas ist da passiert. Ja, okay, die saß halt die ganze Zeit nur da, ne? Ja, voll schön hier, Digga. Mann, Bruder, guck mal, wir werden morgen in Wien, Bruder. Warum ist Heiko krank geworden? Der Nein, Spaß, sorry. Och, Mann. Ja, aber ich werde, glaube ich, auch krank. Jetzt merke ich es gerade ein bisschen. Nur ein bisschen, aber... Du hast Coxig verarscht? Nee. Ihr könnt mich, was das angeht, blamed Heiko. Ich habe mit dieser ganzen Coxig-Sache nichts zu tun. Diesmal habe ich gar nichts damit zu tun. Nix. Der Einzige, der mit Coxig geschrieben hat und irgendwas geplant hat, war Heiko. Ich habe 0, gar nichts mit Coxig geschrieben. 0. Ich habe nur heute mit ihr geschrieben, weil sie mich angeschrieben hat mit so einer traurigen Katze. Aber sonst, ich habe nix. Okay? Nix. Ich habe gar nichts damit zu tun. Du hast ja ein Okay gegeben? Nicht mal das, Digga. Ich habe einfach nur gesagt, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Man kann deine Zunge nicht ausstrecken, gleichzeitig noch umgucken. Chat? Ich wollte nur testen, ob das geht. Good boy. Was mit deiner Lieferando-Jacke? Die ist kaputt. Digga, aber lass uns kurz in ein Drama reinsteigen, bitte, ja? Ich möchte dieses Drama eröffnen. Ich finde, dieses Drama hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich muss es nur suchen kurz. Dafür muss ich nämlich kurz auf Twitter gehen. Zu wenig Aufmerksamkeit. Da will sich jemand noch ein bisschen extra Cash verschaffen. Pipo Stream Awards 2025 Weihnachtsedition Pipo Plush. Jemand hat diesen Goodie-Bag, den man bei den Stream Awards bekommen hat, auf eBay gestellt und will ihn verkaufen. Und ich schwöre, ich hab einen auf dem Schirm, der das sein könnte. Aber ich will, mache ich das Fass jetzt auf und sag dann, dass es der und der war, aber vielleicht waren es die gar nicht. Ich mach nur meine Vermutung. Nur Liebe. Nur meine Vermutung. Ich habe halt kein Geld. Nein, Hui, du warst nicht bei den Stream Awards, Bro. Da waren 2 Typen, die auch nominiert waren und glaube beide sogar gewonnen haben, die ich jetzt nicht kannte. Ich glaube, es waren erst kleinere Streamer, also die man jetzt nicht auf dem Schirm hat. Und die haben bei jedem nachgefragt. Man hat ja, wenn man nominiert wurde, hat man ja so eine Handheld Xbox, ne, zum Zocken bekommen. Und die haben bei jedem gefragt, ob die das für einen Fuffi oder so abkaufen können, weil wir würden es eh nicht benutzen. Bei jedem. Und die haben auch mich gefragt und ich meinte so, nee, ich will selber behalten. Und die, oh ja, die Reichen werden reicher.
du hast doch genug, gib's, komm, gib her, komm, das steht doch eh noch rum, bla bla bla. Weil ich so, ja, stimmt, aber nee, ich will's gerne behalten. Die haben bei jedem haben die gefragt. Und ich könnte schwören, das sind genau die gleichen, die dann auch wahrscheinlich mehrere Tüten mitgenommen haben und die alle verkaufen wollen. Ich weiß nicht, was, Bro, ich könnte schwören, dass die das sind. Kevin meinte, das war der mit dem Clip mit dem, ja, war der. Okay, dann ist Kevin, dann ist Kevin genau auf der gleichen Fährte wie ich. Ich habe das von Kevin nicht gesehen. Ich schwöre, das ist er. Das muss er sein. Lil Ice T Peach? Ja, er war es. Ich weiß nicht, ob es er wirklich war, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er das war. Sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Er hat jeden gefragt für diese Xbox Handheld, Digga. Jeden einzelnen hat er 100.000 Stunden bequatscht. Real Talk, er ist ein Imposter. So, was gab's noch für Drama, während ich weg war? Oh, doch, das stimmt, das gab's auch noch an Drama. Ja, genau das. Warte. Elias N, 97, Top German Streamer, 36.000 Bots detected, we have a new record holder. Und ich glaube, es wurden einige, da irgendwie gepostet, kann das sein? Einer will die Welt brennen sehen. Nee, ich hab nur ein bisschen, ich hab das so ein bisschen vermisst. Bruder, ich sag aber, das reicht nicht, da müssen mehr. Bruder, da gibt's 100 Streamer mit Viewbotten, Digga, die müssen alle rauskommen. Wiki TV hat in seinem aktuellen Stream mehr Bot-View als echte. Aber stimmt das alles? Die Frage ist halt immer, stimmt das alles? Und dann ist halt die Frage, sind es wirklich die Streamer, die das machen? Oder was halt wirklich sein kann, aber ich könnte mir das nicht, also, Bruder, welcher Viewer macht das so jeden Tag? Man könnte halt immer sagen, deswegen wird's halt nie rauskommen. Selbst wenn ein Streamer bottet, kann er halt immer noch sagen, yo, ich habe nichts damit zu tun, war ein Viewer. Checkt ihr? Oder ein Management vielleicht sogar, ja. Du hast auch gerade ein paar Viewer zu viel. Wie viele Viewer habe ich? Ich gucke jetzt. Ja, bei mir ist alles clean. 1412, 1479. Bruder, ich habe noch nie in meinem Leben gebottet, obwohl ich das bitter nötig habe. Ich habe es bitter nötig. Aber ich habe noch nie gebottet. Noch nie in meinem scheiß Leben. Ich habe nur damals gebottet, als ich klein war, indem ich mein Handy angemacht habe. Ich habe mein Handy angemacht, ich habe meine Wii angemacht, oder meine Wii U, und mein zweiter Laptop. Das war mein Botten damals. Bro, meine Augen sind endlich abgelevelt. Meine Augen haben sich endlich gewöhnt an die verfickten Kontaktlinsen. Ich kann jetzt locker 12 Stunden Kontaktlinsen tragen ohne Probleme. Ohne dass ich die ganze Zeit diesen hier machen muss. Ich trage die jetzt seit 12 Uhr. Ich trage die seit 12 Uhr und ich bin die ganze Zeit Auto gefahren. Und muss die ganze Zeit mich anstrengen. Und ich habe sie immer noch drin und die werden jetzt nur leicht müde. Digga, das ist so geil, ihr checkt nicht. Das Einzige, ich weiß nicht, falls irgendwelche Kontaktlinsenträger im Chat sind, ihr müsst mir sagen, ob das stimmt. Das Einzige, was ich mich doch frage, was ein bisschen unpraktisch ist, pro Tag, wo ich eine Kontaktlinse benutze, brauche ich ein Fläschchen Kochsalzlösung. Anders geht's nicht. Kann man das irgendwie weglassen? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe diese kleinen Fläschchen da. Oder stimmt, gibt's vielleicht so XXL-Fläschchen mit Kochsalzlösung? Das wäre am besten, glaube ich. Weil ich brauche das. Wenn ich das nicht habe, dann sind meine Augen am Arsch. I believe in Let's Hugo Brillen Supremacy. Jungs, ich hasse Brille. Okay, aber ich sag ehrlich, da sehe ich schon ein bisschen tough aus, muss ich sagen. Aber ich hasse Brillen. Sorry. Es gibt Momente, da sehe ich vielleicht ein bisschen cool aus, aber eigentlich... Entschuldigung, darf man... Bruder, Brillen sind scheiße. Ich hasse Brillen. An mir. Bruder, an anderen Brillen. Boah, Gänsehaut. Aber an mir, oh hell nah. Boah, das passt auch nicht in meinem Lifestyle. Checkt ihr? Das passt nicht in meine IRL-Streams oder so. Das passt nicht. Ich kann keine Brille tragen in meine IRL-Streams, Bruder. Ich bin viel zu hektisch. Meine Brille wird die ganze Zeit runterfliegen. Große Flaschen für Kontaktlinsen. Ja, ich glaube, ich muss das nehmen, Digga. Viel smarter, Bro. Bruder, momentan waste ich eine Plastikflasche pro Tag, Digga. Das ist so dumm. Also nicht so eine Flasche, aber so eine Mini-Flasche. Warte. Hier sowas in der Art, nur noch größer. Hier sowas, aber noch höher irgendwie. Okay, ich habe gerade Scheiße gemacht. Okay, Bruder, das ist krass. Ich habe eine verfickte Kontaktlinse jetzt gerade in dem Moment verschoben. Das ist das zweite Mal, dass was passiert ist. Das ist das zweite Mal, dass es live ist. Halt deine Fresse, Digga. Hab sie wieder drin. Oder mittlerweile bin ich ein Boss da drin. Das ist das zweite Mal, dass es passiert ist. Das zweite Mal. Digga. Und das erste Mal war auch on-stream. Ja, ich habe jetzt mit schmutzigen Fingern, ne? Ich weiß nicht, wie deep das ist jetzt. Ich habe nur die Kontaktlinse gerade berührt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so deep, Digga. Wenn ich kurz... Ach, jetzt muss ich ChatGPT fragen, weil ich eine Hypochonder-Bassard bin, Alter. Ach, ist eh nicht deep. Scheiß drauf. Oder ich bin echt gefickt, was dieses Hypochonder-Ding angeht, ne? Junge, ich bin so krank momentan. Digga, ich hatte gestern wieder hier pulsieren, aber das war 100% einfach wegen das, was ich gegessen habe. Ich habe gestern nur Zucker gegessen. 100% war es deswegen nur. Digga, und ich konnte 3 Stunden nicht einschlafen, weil ich die ganze Zeit dachte, dass das so ein Bauchaneurysma ist.
Verfickte Scheiße, Digga. Chat hängt. Mein Schwanz hängt gerade. Ein Aneurysma schmerzt doch gar nicht. Ja, aber es pulsiert. Hast du noch Probleme beim Rausnehmen hast von Kontaktlinsen? Nee, ich hab, nein, Digga, mein linkes Auge tut jetzt weh, aber das ist safe, weil ich mir im Kopf das denke, oder? Du willst alles immer einholen, das nervt. Bruder, ich hab eine psychische Krankheit, Digga. Ich schwöre, das ist mittlerweile eine psychische Krankheit, Digga. What the fuck? Ja, wir brauchen einen Hypochonder-Emote, Retalk. Pulsierende Bauchaorta hatte ich eine Weile auch mal, dachte auch Aneurysma oder so. War nicht beim Arzt, weil das noch schlimmer ist, da anzurufen war, aber safe Psychos, ja, ich sag auch. Bro, ich muss, ja. Digga, das Ding ist in meinem Kopf, kann man dieses Hypochonder nicht fixen, das geht nicht. So, die Leute können mir sagen, was wir wollen. Ich werde denen nicht glauben. Das ist immer so. Bruder, auch Digga, guck mal, das habe ich ja schon mal gesagt. Diese Hypochonder bei mir geht ja so weit, dass das nicht nur auf meinen Körper bezogen ist, sondern auch auf meine Umgebung. Digga, heute Autofahren, ihr wisst nicht, wie oft, wenn langsam jemand von links überholt kommt, nur langsam, wenn schnell, juckt mich nicht. Aber wenn er langsam kommt, ich mach immer so, ihr seid jetzt die mich überholen. Immer, ich schwöre auf alles. Weil ich Angst habe, weil ich irgendwelche Insta-Reels gesehen habe, wo das passiert ist, dass die so langsam überholen und dann mit der Waffe einfach mich abschießen. Ich mach das ernst. Er denkt Amerika-Hund, ja? Bro fährt zickzack.